Ihr habt ja letztes Jahr lange um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt. Dann kam das Thema, stellt der TSV Aindling eine Lizenz für die Regionalliga oder auch nicht? Ist ja auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Jetzt spielt er momentan eigentlich um den zweiten Platz mit. An der Tabellenspitze der FC Memmingen momentan unantastbar. Aber der zweite Platz ist für den TSV Aindling momentan sicherlich machbar und auch in Reichweite. Jetzt, wenn er heuer wieder in so eine Situation kommen sollte und euch die Frage stellen müsst, stellen wir eine Regionalliga-Lizenz oder auch nicht, wie wird die Entscheidung dann ausfallen? Ist ja auch mit sehr hohen Auflagen von Seiten des DFB verbunden. Also zunächst, wir sind 7 Punkte vor einem Abstiegsplatz, sind zwar bloß 3 Punkte vom zweiten Platz weg, aber wir können das genau einschätzen, wir kennen die Bayernliga, es ist eine ganz gefährliche Saison. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, jeder schlägt jeden. Der Einzige, der momentan enorm durchhängt, ist Tannhausen, aber alle anderen Mannschaften sind ziemlich gleichwertig. Memmingen ist ein bisschen besser wie die anderen, die setzen sie ab, aber die sind auch noch nicht durch. Wird schon ein harter Kampf. Das Wort Regionalliga ist in der letzten Saison in Aindling, da war es eigentlich jedes zweite Wort, Regionalliga. Wir haben also die erste Hürde von der Lizenz haben wir genommen, wir haben die Lizenz beantragt und im Endeffekt haben wir dann im März, Anfang April gewusst, was auf den TSV Aindling zukommen würde, finanziell Spielbetrieb, finanziell Stadionumbau. Und dann hat man gesagt, man hat es ja auch vorausgesehen, dass die Spielstätte weit weg war. Das machen wir nicht, weil das mit Kosten verbunden gewesen wäre. Aber wenn wir nochmal in die Situation kommen würden, ich weiß jetzt nicht, was die Vorstandschaft und das Präsidium entscheidet. Sportlich muss man es angehen oder sollte man es angehen, ob es finanziell machbar ist. Ich glaube es nicht. Zumal, und das ist ja auch bei einigen Bayernliga-Tagungen durchgedrungen, rechnet man damit, dass in 2-3 Jahren diese Liga in dieser Form nicht mehr geben wird. Also dann glaube ich, dass also momentan für keinen Verein erstrebenswert ist, da oben drauf zu gehen. Das beste Negativbeispiel ist der TSV Großbadorf. Man braucht da anschauen, wie sich die da oben zurechtgefunden haben und jetzt in der Bayernliga gegen den Abstieg kämpfen. Also, aber man soll nie sagen. Kommen wir zu eurem Hauptsponsor Medigene. Da ist ja auch bekannt, dass die nächstes Jahr sich zurückziehen aus der Werbung beim TSV Aindling. Ist dann überhaupt von der Regionalliga mal ganz zu schweigen, die Bayernliga noch für den TSV Aindling machbar? Also Medigene, die haben einen Vertrag bis 30.06.2010. Die sind seit 10 Jahren Haupt- oder Trikotsponsor vom TSV Aindling. Einfach durch den Dr. Peter Heinrich, der TSV auch Mitglied ist. Ich gehe davon aus, momentan die Situation, dass sie aussteigen, aber das werden wir abklären müssen, ob es dann in Aindling Bayernliga Fußball, gehobenen Bayernliga Fußball noch gibt oder ob man dann das andere Wort Regionalliga im Mund nehmen soll oder darf, das weiß ich nicht. Wir sind momentan mit einigen im Gespräch, aber es ist ja klar, der Verein wie der TSV Aindling braucht Sponsoren, braucht potente Sponsoren, die einiges an Geld bringen. Der Spielbetrieb ist teuer. Sollte das nicht geschehen, dann wird man sich irgendwie einen anderen Weg einfallen lassen müssen. Klar muss man den Ausfall von Medigene auffangen. Und wir sind momentan auf einem Weg, der vielleicht positiv ist. Muss man abwarten. Das sind ja eigentlich keine recht düstere Prognosen. Jetzt, wenn man weiß, mit wie viel Herzblut du beim TSV Aindling arbeitest und verbunden bist und schon über Jahre hier ehrenamtliche Arbeit leistest, macht es eigentlich noch Spaß, wenn man weiß, dass man in der Bayernliga spielt, eine gute Rolle spielt und eigentlich dann in der Regionalliga, dass es da gar keinen Sinn mehr macht, aufzusteigen oder der Weg eigentlich schon verbaut ist, weil es finanziell gar nicht machbar ist. Macht das noch Spaß? Also mir macht es immer Spaß. Man hat sicher viel Ärger in dem Job, aber wenn man heute nach Schweinfurt, gut, heuer fahren wir nicht nach Schweinfurt, wenn man nach Schweinfurt fährt oder Hof und kommt in die altehrwürdigen Stadien das ist ein Anreiz. Das ist Bayernliga für mich ist das ein Anreiz als Funktionär und solange ich das machen werde, werde ich mich da voll reinhängen. Klar hat man Tage, wo man durchhängt, wo man sagt, für was mache ich das eigentlich, aber ich glaube, auch wenn wir nicht nach oben weggehen, in 2-3 Jahren ist die Bayernliga wieder diese
nächste Klasse, was jetzt die Regionalliga sein soll. Und dann schaut das wieder ganz anders aus. Und ich muss immer wieder sagen, wenn wir das halten mit dem momentanen Aufwand an Ehrenamtlichen, man muss das mal bedenken, in Einlegen wird ja niemand bezahlt, von den Funktionären kriege ich jetzt, dann haben wir sensationelles geschaffen und halten uns eigentlich immer wieder übers Wasser. Und das ist das Erstaunliche, das traut uns niemand zu, aber wir schaffen es halt jetzt ja wieder. Dann kommen wir mal auf den Liga-Alltag zurück. Josef, jetzt stehen 2 sehr wichtige Spiele an. Wir haben Buchbach zu Hause, die sind nur einen Punkt hinter euch. Dann fährt er nach Rhein, die sind Tabellendritter, haben auch nur 2 Punkte mehr wie ihr. Da ist einiges möglich, wenn er die 2 Spiele gewinnen sollte, was ja machbar ist. Dann spielt er tatsächlich bis zum Winter oben mit, um den 2. Platz. Und solltet ihr, was wir euch nicht wünschen, die 2 Spiele verlieren, was auch möglich ist, dann geht es vielleicht ins Niemandsland, ins Mittelfeld der Liga. Wie ist denn deine Prognose und die Zielsetzung für die 2 Spiele? Was erhoffst du dir? Also wir haben jetzt zuerst Rhein am Sonntag und ich bin überzeugt, in Rhein verlieren wir nicht, dass die Mannschaft ist, die braucht man nicht motivieren am Sonntag, die ist motiviert. Dann haben wir Mittwoch Buchbach zu Hause, eine spielstarke Mannschaft, die einen Trainer haben, der schon in Einlegen gearbeitet hat, mit dem Helmut Wirth, und dann kommt der TSV Großbadorf. Wir haben also eine englische Woche vor uns und unser Ziel ist, aus den 3 Spielen 6 Punkte. Ich muss das immer wieder sagen, ich lasse mir den 2. Platz, das lasse ich mir nicht einreden. Wir haben dann 27 Punkte, wenn wir 6 Punkte holen, gegen den Abstieg. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen in der Winterpause 30 plus X, damit wir im Frühjahr keine Probleme kriegen. Momentan werde ich belächelt, aber ich bin überzeugt, dass es im Frühjahr eng wird, zumal wir in der Winterpause sicher keinen Spieler mehr nachholen können, aus finanziellen Gründen und weil wir es auch nicht wollen, weil wir der Mannschaft Vertrauen geben und die anderen Mannschaften sicher nachlegen werden. Und Niemandsland, das höre ich heute zum 2. Mal, das hat auch der Präsident vom FSV Erlangen-Bruck gesagt. FSV Erlangen-Bruck, die wären froh gewesen, wenn es momentan im Niemandsland wären. Wenn das ein Niemandsland ist, dann bin ich gerne im Niemandsland. Gut, aber dein Ziel ist es dann also, die Klasse zu halten und darauf dann auch die nächsten Jahre wieder aufzubauen. Wir haben, unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt. Bei 4 Absteigern und der 5. geht in die Relegation wird man sicher, ob wir Probleme kriegen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube es momentan nicht mit der Mannschaft, aber man weiß ja nie, was passiert, wir haben einen engen Kader. Und dann die Mannschaft halten, 2, 3 werden immer wechseln, vor allem die jungen Spieler halten. Wir haben momentan vom kompletten Kader haben wir 11 Mann unter 22 Jahren. Die Mannschaft zusammenbehalten, den einen oder anderen Jungen aus der Umgebung dazuholen und dann schauen, ob man nächstes Jahr vielleicht wieder eine gute Rolle in der Bayernliga spielt. Alles andere, an andere Spekulationen beteilige ich mich da überhaupt nicht. Das ist, ich kenne unsere Mannschaft und man wird sicher noch den einen oder anderen Durchhänger haben, der längere Wochen dauert. Und für mich ist gut, dass wir jetzt sehr viele Punkte hamstern und dann schauen wir nach der Winterpause weiter. Gut, auf dem Weg, Josef, wünschen wir euch, dem TSV Einklingen, natürlich dann alles Gute, dass ihr eure gesteckten Ziele erreicht und bedanken uns bei dir für das Interview.